An der 4. Generation, an dat schon 20 Joer, setzt BMW am X5 Familientradition fort. Sein Nublick vu Basen hunn se zu München opgefröscht an noch net opfallen changeiert. Fir hier existierend X5 Klientel och net mat eng Merlen Auto durchstoen zu lassen. Trotz dieser Zurückhaltung will BMW aber soviel Heichtechnik ënner dem Blech präsentieren, sodass d'Frënner Käfer den 9 X5 schon erkennen. Schon vor 4 fällt BMW nier op, die an eng grosse Kader enkadréiert das, a mat denen heiustossenden LED-Scheinwerfer den opfälligsten Deel ass. An der Seitenüsicht sticht an der Mitte vun der hënne Stadier Charakterlin vum Designer fir, a betont dessen Deel an dem se an den hënnechte Luchte nass lebt, wobei die dreidimensionelle Form vun de Gläser ebenfalls an LED funktionierte Luchten zu der neuer Usicht vum X5 beidroen. Die basenzen Usicht bleibt aber nicht nur imposant, sie lädt auch nach de Moossen zu. Bei der Länge um 36 mm op 4,92 Meter, an der Breite mit der Seitenspiegeln um 66 mm op 2,21 Meter, an der Höhe um 19 mm op 1,75 Meter. Alles op der neuen Plattform CLRR, eng Modulärplattform, wo auch den neuen X7 drauf basiert. Am Interieur vum BMW X5 kann ich net nëmmen de guten Iwerblick genießen, mir auch eng mëtschgewich Offroplatz, sowie auch ball eng exklusiv Ambiente. An do daneben der perfekt verschaffte Cockpit, wo die Digitaluweisungen dominiert. An den Tableau de bord, die wie als Goss wirkt. 2 Großmonitoren informieren de Chauffeur, wobei hannertem Volant 2 durchschnitten eckig Kräser iwwer Vitesse an Drehzuel, so wird dem Chauffeur zur richtiger Zeit die passende Information zu liefern. Den X5 vu BMW kann also net nëmmen eng agréable Atmosphär verbreden, kann auch schaffen, wobei besonders singem Chauffeur mat eng guten Design auf einer digitaler Technik Screen en heich moderne Cockpit bit. A besonders stechtheit Glasapplikationun Schalthiewel vun der Automatiker fir. A Punkto Sicherheit stehen dem Chauffeur schon viel Assistenzsysteme zur Verfügung, ohne aber die optional wie die wichtigsten Vorassisten, die BMW an einem Driving Assistant professionell am Park Assistant Plus, y compris den Assistent für Handwerks zu fahren, an ein Package angepackt wird. Unter anderem auch eine Luftförderung an nach der Assistenten so viel, dass der Zeit heigif sprengen. Wer doch nach Hai A4 zu streichen ass, als de komfortablen Interieur, die Gutsitzposition an all Situation, fir wie handen, wer durch engem Radstand vun 2,97 Meter zu gut kennt. So wie an Mal vom X5 auch 650 bis 1860 Liter Ladevolumen herabpassen. Bislo war nach nächt Negatives iwwer dëse BMW X5 zu soen anzufannen, sodass ich mich lo op Fuhren konzentrieren. Unser Testauto war de BMW X5 X-Drive 30D. Mam 6-Zylinder Motor an der Zylindrée vun 3 Liter, der Leistung vun 195 kW oder an 265 PS ausgedrückt, enger maximalen Drehmoment vun 620 Newtonmeter bei 2000 bis 2500 Touren an der Minute, an der Erdgangssteptronik, von 0 auf 100 km/h 6,5 Sekunden mit einer maximaler Vitesse von 230 km/h, konnte ich schon op den nächsten Kilometer konstatieren, dass ein Hai sportlich und komfortabel NRW wäre. An den X5 auch Hai eng ordentlich Kraft über sein Allraddundrift zur Verfügung kann stellen. Op der Landstraße konnten sich auch von der neuen Integralaktivsteuerung überzeugen. Die Loden X5 mit einer großer Dynamik, fleißig, auflenk, durch Keieren, ball wie op Schienen dirigieren lässt. A puncto vielen Vorwegsysteme lassen sich Offroad Performance, Sportlichkeit und Komfort vom 9X5 optimal ausstellen. Unseren Offroad-Fähigkeiten zweifeln nicht nicht, die dem Chauffeur am Winter oder auf nasser Straße besser Sicherheit können bieten, aber mein normaler Verstand sieht mir, dass ein Gefühl sich aus dieser Preisklasse von 95.000 € nicht dax als sportliche Offroad-Übung am Busch oder an der Stegau zu beweisen brach. Wir höchstens mal an einer näher Service mit der Remorque kann bewegt gehen. Die Verdelung von einer gefrotener Kraft zwischen den Fichten an hünnechte Räder geht auch an dieser X-Drive-Generation mehr effizient auf die hünnechte Räder gesteuert.
BMW bidorlo ging de Supplement eng 2-Achse Luftfederung un, déi d'Usprech op de Komfort nachmol verbessert, ungefähr 80 mm mi héich ka stellen. No eng sportlich ziviliséierte Côte Route fuhren, si mir op 9 bis 9,5 Liter Sprit kom, wat fir dëst iwwer 2 Tonnen schwéiert Gefir och ganz okay ass. Offiziell fir dëse BMW X5 X-Drive 30D seet BMW kombinéiert Banner Basentauwirtschaft tschen 6 a 6,7 Liter Sprit op 100 km. Bestänkenichen Lo dat wesentlichst iwwer dëssen X5 erzielt. Wenn man den Katalog a Preis löscht vu 60 Säiten wär hain nach viel méi ze soen. Die ganz Technik vum neue BMW X5, ob dat lot Mechanik, Sicherheit oder die ganz Konnektivitéit das, dëssen X5 kënnt engem fir wie Lesen an den Informatikfächer vun engem Ingenieur. Integral Aktivsteuerung iwwer der maximal 3 Grad steieren iwwer dine Streder bis hin zum Handy, den noch als Autoschlüssel kann agesät ginn. Bei der 4. Generation vom Hyundai Santa Fe als optisch Oreps geschiet. Rundrum geguckt wirkt mi modern, mi flott, mi dynamisch. Wobei Fenster rundrum mi groß gesehen, an Orlo eng besser Sicht nur alle Seiten ubiten. Die fichten Deel mat zingen an 2 gedeelte fichte Luchten, mat schmulen LED-Streifen als Stereslicht op der vom Kapo, an Frontscheinwerfer an der Jupp. Tschen diese Luchte stecht de markante Kühlergrilleras erweist schon op die neue Designspruch von der Hyundai SUV-Gam hin, sowie auch die stark ausmodellierte Perschocken, an de net manner opfallende hünnechte Jupp mat Diffuser an Aluoptik, op e stilvollen Offroad-Charakter hinweisen. Von Hanne geguckt fallen neu verschafften 3D-Luchten an LED-Technik op. Die neue Hyundai Santa Fe wurde an der Längt 7 cm op 4,77 m zougelöscht, an der Breet 1 cm op 1,89 Meter. Der Radstand gouf 6,5 cm vergréissert, den Lo 2,76 Meter lang ass, wat an sich och méi Platz am Interieur biet. An de Santa Fe och domader zu eng komfortablen SUV gefirmischt. A wien sie de Lo nach e bisse mi lüftig wild machen, wie Hyundai or e Panorama darun. Wann vum Hyundai SUV Aushängeschild dem Santa Fe Tieren opmischt as en überrascht. Da se Hai net en Läng op soviel Platz steist, méi och op een Interieur, den dementsprechend proper, aéi gefen die Deitsch soen nobel verschafft ass. E klengen Highlight bei der Infotainment-Offer vum neue Santa Fe, also op den nächste Blick de Bordmonitor, dem i groß ginnas a frei Tableau de Bord steht, a gut an de Blick vum Schofer passt. Eng ganz Armada vun Assistenzsystemer hunn Koreaner ënner dem Numm Hyundai Smartsense zu Summe gebaut. Nei as ënner dernerem, e säite Verkehrswarner, dem er denger Notbrems a geféilege Situationun nagreift. Safety Exit Assistant nennt sich das System, das selbstständig Tieren zusperrt, sowie auch ein Notbremssystem, das für und engem einen Dropdonneren warnt. Eure stationären, manövrieren oder ein Handelsfuhren geht durch 360 Grad USIS-Kameran vereinfacht. Ganz besonders hilfreich sind Ingenieuren, ob den Assisten den Topmerken von den hünnechten Tieren verhindert, wenn sich von Handen ein Gefahr undeit. Auch wenn ich gelieft, lo nicht lernen. Hyundai hat sogar ein System angebaut, den der Chauffeur warnt, wann eine kleine Kant oder eine kleine Mupp an drauf vergisst wird. So sind noch ziemlich allnötig Assistenzsysteme an der Offer, weil es so normale Markt von der SUV-Technik geht. Mit der nächsten Generation vom Santa Fe soll es weiterhin eng 5 7-Platz-Variant gehen, bei dem Passagiere von dem großen Radstand profitieren. A Punkto Sitzen sind die Plätze 4 mit Heizung und Ventilation, aber den gute Seitenhalt komfortabel ausgelöst, sowie die hinterste Bank mit seinen Sitzformen sich nur 4 an Hand regeln lässt, auch kein Komfort vermissen lässt. Ad Mal vom SUV, also auch gewusst, an dat beim Umlehen von den Sitzer von 625 bis auf 1695 Liter Ladevolumen.
Los von Solomon op Tätsteck vum Santa Fe konzentrieren. A per Knappdruck dëssen 200 PS Stärke 4 Zylinder, 2,2 Liter Diesel, mat senger maximalen Drehmoment vu 440 Newtonmeter tschen 1750 an 2750 Tore pro Minute, mat senger Erdgang Automatik a vu 0 op 100 km/h an 1,3 Sekunden, senger maximaler Vitesse vun 203 km/h, segem variable 4x4 Undriff, den zu all Moment de richtig Ribo bit, zum zum Fuhren animéieren. Döbelkupplungsbord geht proper mat in den Erdgängem, bringt de dawer ommel fertig die 200 PS net so richtig und galoppieren zu bringen. Je no Fuhrmodus geht Drehmoment unterschiedlicher Waldfeierräder iwwerdroen. Am Eco-Modus geht Kraft zu 20% op die Hënnechdacks, am Modus vum Komfort variiert tschen 80 zu 20 a 65 zu 35 tschen der Fichte am Hënnechte Achs. An am Sport jeweils 50% op Allachs. Wobei Darstellungsmärt sich ganz op derweis zum Fuhren an den Terre ausstellt. Aber wann mal richtig knachtig gëtt, lässt sich auch ein Differentialsperr beschalten. Diese Manöver gower net während unseren Test ausprobiert, aber bei denen verschiedene Strassenverhältnisse, die mir erlieft hun, huet de Santa Fe sich gut geschloen. Mat enger Suspension, die net ze Mëlle riverkom, an senge verschiedene Fuhrmodussen huet sich de bald 2 Tonnen schweren SUV gut an suséiere Schlange keieren oni ze wackelen durchgeschafft. Op der Landstrasse oder op der Autobahn werd Fred vielleicht nach Megros gewircht, hat Hyundai dem Santa Fe eng Steuerung angebaut, die ihn an den i30N erinnert hat. So bleibt hier ein klein Kritik zurück. Also aber nicht schlimm, weil am Ganzen rollt das SUV ohne Probleme dahin. Kann noch als Langläufer auf der Piste angesagt gehen. Nach unserem Test bleibt allerdings die übliche Überraschung parat. Ohne lo die Komplettleistung von diesem starken Motor ausgenutzt zu haben, stungen 9,1 Liter auf der Auer. Wo die Koreaner sich aber mit 6 bis 6,3 Liter Sprit auf 100 Kilometer bretzen.